okay, die Beige-Hemden, also alles, was keine Nachthemder anhat, ist Feind. Das finde ich eigentlich gut zu merken. Leute, die nicht ausreichend schlafen, sind meine Feinde. Das finde ich eine gute Idee. Also das ist so ein guter Merksatz. Wer nicht ausreichend schläft, der kann nichts sein. Die Dame. Die Menschen. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit dem Indianer Jonas und seinem großen Kreis. Wir werden jetzt diese Luke öffnen. Gina ist heute sehr, ich glaube, die ist ein bisschen eingeschnappt, weil ich sie letztens ein bisschen angepflaumt habe, dass es so nervt, wenn sie was will. Und jetzt ist sie eingeschnappt und nervt gar nicht mehr. Also sagt gar nichts mehr. Naja, so ist es halt. Willkommen in Gizeh! Okay. Der gelb. Ich tue eher Gelbsee. Herr Littler! Du mich auch. Sind Sie fetter geworden? Was? Die italienische Pasta vielleicht? Was? Ihre geistlosen Bemerkungen ziehen vielleicht bei den Schwachköpfen der Wehrmacht, Oberst Ganz. Der hat ja Augen, hey. Mich interessiert vielmehr, was Sie in meiner Abwesenheit mit meiner Ausgrabungsstelle angerichtet haben. Ich bin auf persönlichen Wunsch des Führers hier. Sie sind mir unterstellt! Finden Sie gefälligst die restlichen Relikte, damit ich sie dem Führer bringen kann, oder ich lasse Sie erschießen. Fällt Ihnen das besser? Möchten Sie das, hä? Jetzt amüsieren Sie mich aber, Oberst. So wie ein Dorftrottel die Leute mit seinen drolligen Marotten amüsiert. Und jetzt genug der Albernheiten. Bringen Sie den Riesen zum Reden, haben Sie es verstanden? Den Riesen werde ich heute Nachmittag eingehend verhören. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie unweigerlich versagt haben. Dann bin ich vielleicht so nett und zeige Ihnen, wie es richtig geht. Vielleicht sollten Sie sich lieber etwas ausruhen, bevor mich das Verlangen übermannt, Ihr ganzes Unternehmen niederzubrennen und auf die Asche zu pissen. I. Die Reise war lang und Priester sind ermüdend. Fast so ermüdend wie Sie. Was macht denn der hier für Fratzenkirmes? Das ist ja Wahnsinn. Fahren Sie woanders mit, hier ist kein Platz mehr. Ich bin so fett geworden von der Pasta. Also eher. Im Stoff, Junge. Also, oh, der hat jetzt wirklich gewartet. Auf. Wissen Sie, Bergmann, Ja. willensschwache Männer sind am einfachsten zu manipulieren. Ach, mach Sachen. Hopp, hopp. Oh, sehr gut. Wir haben uns zumindest schon mal rausgeschlichen. Das spart mir das schon ein bisschen Arbeit. Das ist gut. Ja, warum sollte da auch die Leute umgucken? Nö, ja, ist schon in Ordnung. Das ist ein sehr leichter Topf. Nicht fallen lassen. Hallöchen. Ich, hat der noch nie Menschen gesehen oder was? Wie, wo ist meine Vase, du Affe Zippel? Also das war wirklich so, ein Mensch. Mehr Menschen. Die sind gerade aufgestanden, die rennen da am Nacken rum. Junge. Wie finden wir Ihren Kontakt? Gute Frage. Im Arbeiterbereich soll es ein blaues Zelt geben. Vielleicht haben wir dort von der Fahne aus einen besseren Blick. Kommen Sie, wir müssen los. Jetzt fängt sie nicht schon wieder an zu hetzen. Ich will mich hier gerade schön über die Lensflare-Effekte freuen. Natürlich gucke ich mich jetzt erstmal um. Da ist zum Beispiel ein blaues Fass. Hopp. Hopp. Ist hier keiner? Morgen haben wir einen besseren Blick. Da drüben ist jemand.
Da drüben tun sie mit 20 Frames rumlaufen, auch nicht schlecht. Na, ich gucke mich erstmal hier um China. Wenn's genehm ist. Ja, das ist schon mal nicht so interessant hier. Ja. Wer sind die Leute? Kennen die mich? Muss ich mich da in Acht nehmen? Ich guck mal. Ah, guten Tag. Ja, ja. Grüße. Na, da hast du was zu tun, Junge. Ja, hallo. Ja, Schalömchen. Tja. So, also, das ist eine Wüste. Die sieht wüst und leer aus. Bäumchen haben wir ja schon. Also, die Einheimischen beachten mich jetzt eher nicht. Da werde ich jetzt natürlich erstmal einen großen Fehler begehen und darüber gehen zum Auto, wo garantiert nicht nur Einheimische sind, die mir dann auf die Mütze geben. Aber für die Wissenschaft. Tschüss. Okay. Okay, die Beige-Hemden, also alles, was keine Nachthemder anhat, ist Feind. Das finde ich eigentlich erstens mal gut zu merken und zweitens mal, Leute, die nicht ausreichend schlafen, sind meine Feinde. Das finde ich eine gute Idee, also das ist so ein guter Merksatz. Wer nicht ausreichend schläft, der kann nichts sein. So. Also, ich habe schon mal Spaten gefunden. Das ist ein Spaten. Also ich bräuchte auch so ein Nachthemd. Meinen Sie nicht, dass wir von da oben einen besseren Überblick hätten? Dann lasse ich halt meinen Spaten hier. Ist auch noch klettern muss. Hau ab. Oh. Oh. Ah, ja. Okay. Dann machen wir mal gleich ein Fotöchen. Ja, Zap, hat schon zarat. was, oder? Ist das da drüben eine Eisenbahn? Eine Eisenbahn oder ist da jemand ganz böse am Rauchen? Upp. Jetzt hat er es gemerkt, hat er schnell die Kippe ausgemacht. Sie sind sogar noch größer, als ich dachte. Warten Sie, bis wir näher dran sind. Nochmal Kamera. Was gibt's hier? Warte mal. Halt. Da war doch gerade was. Was war da? Das blaue Zelt. Ach, da! Das blaue Zelt! Komm her, das zoomen wir ein bisschen drauf. Das ist ein blaues Hetero Zelt. bei den alten Ägyptern. Nie was ist es. Beeilen wir uns. Ja, Gut, ja. gehen wir zum blauen Ist ja Zelt. gut, ich muss mich ja nur ein bisschen am Buckel kratzen, hey. Also das war alles. Du hast mich jetzt hier hochgehetzt, damit wir runter gucken können. Frauen, hey. Ich will ja noch ein bisschen weiter so umgucken. Also jetzt habe ich natürlich komplett vergessen, wo wir hin müssen. Habe ich schon eine Karte? Das ist keine Karte. Das ist auch keine Karte. Das ist eine Knarre. Habe ich jetzt bald alles durch. Wie ruft man denn nochmal die Karte auf so? Oh ja, das ist sehr gut. Beste Karte der Welt, stelle ich gerade fest. Im Sitzen ist er auch nicht besser. Mach die Knarre weg, Indy. Das fällt sonst auf. Hier, Mädel, kannst du mal... Gehen Sie mal vor. Da drüben ist ein blaues Zelt. Okay, wir gehen mal hier die Straße entlang, hä? Und gucken mal, was da unten drunter ist. Was ist schlimm hier? Du willst dich ja natürlich umgucken überall, aber wahrscheinlich ist hier überall nix. Ein Kakeks. Schau. Kakekse. Guck, Kakekse. Bin ja froh, dass es Kakekse sind, nicht Kackkekse. Okay, das da hinten sieht mir sehr nach... Die haben kein Nachthemd an, die sind keine Freunde. Mädel, wo kommst denn du her? So, dann probieren wir es mal ein bisschen weiter oben rum. Ich muss mich mal von den Unausgeschlafenen da ein bisschen weghalten. Was bist denn du da? Bist du eine Frau oder bist du ein... Ach, Relen. Ah. Shalom. Shalom heißt Friede. El Shalom heißt Elfriede. So. اهلا يا فندي. Jo.
Habe ich gestern auch gemacht. Bisschen umgucken. Ich brauche noch ein paar Klamotten. Vielleicht finde ich hier irgendwo eine Schaufel. Hallo? Ist hier keine Stühle oder was? Ich muss da ein bisschen aufpassen. Der da zum Beispiel da drüben, der hat eine Waffe. Hallo? Runter, ehe sie gesehen werden. Ist das der Waffenmann? Nee, das ist ein anderer. Okay, hier erstmal ein bisschen Kaktusfeige. Ganz feige, ein bisschen Kaktusfeige nehmen. Ja. Rot halt. Da schwebt ein Bleistift. Muss ich wieder hinstellen? Das ist... Wo ist denn der jetzt halt hin? Bleib liegen, Junge. Keiner gesehen. Es war auch noch ein General. Generäle hau ich ja am liebsten. Wo legt man den hin? Da liegt er gut. So. Zelt. Aha. Moment. Luft ist rein. Ja. Comic. Eine Reihe von Kurzgeschichten von Otto Krüger. Fußabdrücke im Sand. Welches Monstrum hat diese Spuren hinterlassen? Von Anna König. Rübten um Mitternacht. Was geschah in der dunklen Stadt? Von Josef Richter. Aha. Ja. Viel zu anspruchsvoll. Aber definitiv. Zeitungsartikel. Was haben wir denn hier? Emmerich Voß. Mit einem S nur. Die Flammen der Vergangenheit neu entzünden. Um die Zukunft zu meistern, müssen wir die Vergangenheit studieren. Dies ist das Motto von Emmerich Voß. Ich dachte, der heißt Voß. Was heißt der Voß? Voß, keine Ahnung. Einen der weltweit führenden Archäologen von der Sondersammlung für Altertümer der SS. Die Macht des Römischen Reiches, erklärte er uns, die großen Schätze der Mongolen, der Reichtum Persiens. Hinter diesen weltverändernden Errungenschaften muss mehr stecken als simple Gewalt. Wenn es uns gelingt, mit Hilfe der Wissenschaft die Archäologie zu begreifen, mit Hilfe der Wissenschaft der Archäologie, zu begreifen, was diese Meilensteine der Geschichte verbindet, können wir diese Erkenntnis nutzen, um unseren Platz in der Zukunft zu sichern. Ein Vorhaben, das auch unsere herrliche Führerin, Moment, das war ein Kerl, oder? Ein Vorhaben, das auch unseren herrlichen Führer zu begeistern scheint. Vor einem Jahr konnte Voß, ich sag einfach Voß, die Finanzierung seiner hochgeheimen archäologischen Expedition durchsetzen, über deren Zielumsetzung er sich jedoch ausschweigt. Und wer latscht denn da dauernd rum? Das dürfte ihm nicht gefallen. Gut, hat das auch gemerkt. Mensch, das ist ein guter Deutscher, dieser Indie. Da liegt ein bisschen Verbrauchsmaterial. Hier auch. Was ist denn das da? Kampfgenie. Die Bremer Bruderschaft. Maximilian Höfler. Verursacher mehr Schaden mit ein- und beidhändigen Nahkampfwaffen. Ja, mit. Werd mal reinschauen. Hallo. Da ist noch Mickelbletsch. Aha. Das sieht interessant aus. Da bräuchte ich aber einen Spaten oder sowas. Reicht da eine Flasche? Mickelbletsch geht nicht, ne? So, zuallererst, bevor ich es vergesse, gehe ich mal das Buch gleich mal. Nicht genug Geld? Wie, das kostet jetzt Geld? Erforderlich 750? Und ich habe nur 400, das kostet doch aber kein Geld, das ist doch XP. Naja. So, hallo? Gibt es hier irgendwo eine zweihändige, ach, das da, das Waffendingens, zweihändiges etwas, oh, was ist das da? Vorsicht, steiler Abgrund. Ah, ganz ein steiler Abgrund ist das. Ernsthaft jetzt, ich muss doch hier irgendwo, mach mal die scheiß Mickelbletsch da weg. Ich muss doch hier irgendwo, da. Naja. Ich mach mal so, als würde ich was arbeiten. Hallo.
So, ja, ich weiß, es ist ein bisschen langsames jetzt hier, aber ich will mir jetzt auch nicht gleich, wo muss ich denn hin? Daneben hin, gell? Ich will jetzt auch nicht gleich das ganze Lager hier auf mich aufmerksam machen. Aber, geh rein da. Ich will trotzdem wissen, was da drin ist. Ja, Geld, ne? Ey, laufen wir doch nicht in die Wurfrichtung rein. So, jetzt hat aber. Hallo? Hallo? Werden Sie sehen. Da drüben ist das Lager. Weißt du? Da. Zwei als Araber verkleidete französischsprachige Männer haben sich Zugang zur Ausgrabungsstätte verschafft, um Artefakte zu stehlen. Einer von ihnen wurde auf der Straße gesehen, die vom Arbeiterlager nach Südosten führt. Sollen Sie Informationen über einen dieser Männer besitzen, informieren Sie bitte einen Wachmann oder Vorarbeiter bei der Ausgrabungsstätte. Neues Geheimnis. Achso. Krieg ich hier eigentlich... Ach, guck mal, ich krieg... Ach, da ist es... Ich dachte, ich muss ganz darüber schleichen. Okay, dann habe ich es ja gar nicht mehr so weit. Ja, das hindert mich aber trotzdem nicht dran, Sachen zu klauen. Brotkorb. Führe die doppelte Menge an Brot mit. Gleich mal eingesackt. Könnte was Nützliches drin stehen. Ja. Erstmal den Leuten die Feigen geklaut. So, was war denn hier? Artikel über Diebe. Deutsche Diebe in Gizeh. Annonciert als freundschaftlicher Austausch auf dem Gebiet der Archäologie, um gemeinsam die Vergangenheit zu entschlüsseln. Ach so, das steht da. Gibt es nun ganz anders geartete Berichte von der Ausgrabungsstätte in Gizeh. Das deutsche Expeditionsteam soll geschichtsträchtige Artefakte stehlen und verhindern, dass sich führende einheimische Ägyptologen der Stätte auch nur nähern. Viele der bedeutendsten archäologischen Funde wurden in Gizeh entdeckt, was es zu einem Brennpunkt für weltweite Spekulationen und Kontroversen machte. Als unser neuer König den Thron bestieg, hofften einige auf ein Wiedererstarken der ägyptischen Souveränität. Leider hat er sich zum aktuellen Affront nicht geäußert. Ist unser König zu beschäftigt mit den Partys der feinen Gesellschaft, um diese Grabräuber rauszuwerfen? Oder ist er zufrieden damit, den britischen Stiefel auf unserem Genick durch einen Deutschen ausgetauscht zu wissen? Ja. Die Nazis machen sich keine Freunde hier. Ja. Okay, ja, komm, also das Buch aktivieren wir mal noch nicht. Ist in Ordnung soweit. Da drüben will ich nicht hin. Ist das da, kann ich da auch? Ich will erstmal natürlich überall reingehen. Guck mal, was die da ein schönes Kleid. Ist das da Fleisch? Ne, das ist eine Kaktusfeige. Hallo. Was dagegen, wenn ich diese... Danke, dann nehme ich mal die einfach mal. So, und da man so eine gute Kaktusfeige ja nicht verkommen lassen kann. Das war keine Kaktusfeige, aber egal. Nehme ich mir alles mit, was geht. Hallo. Was? Ne, das war lecker. Hast du gekocht? Ja, war gut, war gut. Da drüben gibt's Bananas. Foto machen? Feldküche. Ja, cool. Foto. Ah, was hast du denn da Feines? Junge, sieht alles lecker aus. Jo. Kannst du dir wirklich... hast du gut gemacht. Da ist noch... Oh, ist das eine Kumquat? Ne, eine Kaki. Dann tue ich mal die Kaki. Ich muss meine Ausdauer generell mal hochballern. So, noch 2 kann ich futtern. Oh, das gibt 2 Stücke. Dann nehme ich mir gerade noch eine mit. Servus. Isst du das noch? Nee, gut, ich bin aber auch satt. Ja, echt, jetzt die armen Arbeiter kommen hierher, machen sich einen Buckel krumm, weißt du? Und ich gehe halt hin und klau dir noch das Brot vom Teller runter, weißt du? So, also im Arbeiterlager bin ich relativ sicher. Oh, das ist Lazarett. Ei. Ei, das sieht nicht gut aus. Ich will eigentlich gar kein Foto von dir machen. Ah, da ist ein Doktor. Schön, dass sich jemand um die Arbeiter kümmert. Ja. Doktor? Ich bin kein Tourist. Und was machen Sie dann hier, wenn ich fragen darf? Ich bin von der amerikanischen Botschaft in Kairo. Ich begutachte die Ausgrabung. Also, wie behandeln die Deutschen Sie? Tja, um ehrlich zu sein,
sind sie ziemlich schwierig. Ich bekomme nur das absolute Minimum an medizinischer Ausrüstung. Nicht mal Medikamente kriege ich. Dabei weiß ich, dass die Deutschen welche haben. Sie rücken nur nichts raus. Und falls irgendwer zufällig auf unbeaufsichtigte deutsche Medikamente stößt, Oh. Dann würde ich diesem irgendwer raten, sie hier abzuliefern. Ich würde sie sinnvoll einsetzen. Leben retten. Okay. Gut zu wissen, dass wir hier auch hingehen können. Was haben wir denn hier? Tatkraft 2, Tatkraft 3, Bistform 2 und 3, so wie ich das sehe. Und das da? Ne, das Buch da. Das da. Das Kreuzworträtsel der Sunday Times ist knifflig. Aber so verbessere ich mein Englisch. Okay, Stefan, alles klar. So. Gucken wir uns natürlich hier noch ein bisschen. Ich will jetzt hier aber, also jetzt ernsthaft. Bist du irgendwo ein Abo oder was war das für ein Geräusch? Ich will jetzt hier, ich will mich nur umgucken. Ich will dieses Mal wirklich nichts klauen. Ich meine, das hier ist das ist, ne, also hier, ich tue es. Es ist eine Sache, den Arbeiter das Brot wegzufressen, ne? Aber den Krankenzeug zu klauen, das geht halt nicht. Das mache ich nicht. Irgendwo ist dann auch mal genug. So. Hallo ihr, ich lasse euch mal ein bisschen chillen. Was heißt hier aufstehen, du Feigling? Wer ruft denn da? Vorsicht bei Wetterumschwüngen. Sandstürme möglich. Was steht da unten? Kontrollpunkt. Arbeitserlaubnis bereithalten. Was ist denn hier passiert? Eine rote Farbspur. Ich guck mal kurz, wo diese rote Farbspur hinführt. Aber ich muss natürlich erstmal hier gucken. Hallo? Oh, hast du eine Gitarre dabei? Dann kannst du ein bisschen musizieren, ja. So. Warum? Wer sieht mich denn? Hä? Wo ist da einer? China? Da ist einer? Wer hat mich da jetzt gesehen? Ah. Wer da hin? Gesellschaft. Jetzt hab ich dich, Mistkerl! Du bleibst liegen. Alles in Ordnung? Er ist nur müde. Ist das warme Wetter, das bekommt dem nicht so. Da legt er sich da als hin. Zu seinem Kollegen da. Chillen ein bisschen. Drüben sind noch. Okay, ich wollte eigentlich den roten Spuren folgen, aber wo sind denn die hin? Ich habe es irgendwie verloren, weißt du? Moment. Ich guck mich mal. Gina, mach mal Vorsicht. Ich guck mich mal. Ach, da, guck. Da sind's, die roten Spuren. Seht ihr sie irgendwo? Vielleicht da rein? Ne, das glaube ich aber nicht. يومك سعيد يا حضرة. Wa alaikum assalam. Ah. Wenn du das sagst. Wo kann denn der hin sein? Ich sehe hier nirgends. Ich gehe mal hoch da. Aber das ist gefährlich. Ob ich da noch irgendwo Spuren oder was finde? Nee, ne? Nee, ne? Hier entlang gucken. Hier ist nichts. Als Sand. Okay, da geht's wohl nicht weiter. Wenn Indy so sagt, dann gehe ich mal davon aus, dass da die Levelgrenze ist. Also hier habe ich die zuletzt gesehen, die Spuren, weißt du? Nochmal.
Da. Und da geht's dann da hoch. Da, weißt du? Oder sind das jetzt meine? Das sind so... Okay, es sind meine eigenen Spuren. Okay. Ja, aber das sind rote Spuren. Aha. Jetzt hier. Mein Spürnäschen hat die Spur wieder aufgenommen. Ist klar, der geht wohl da runter. Ah ja. Guck mal da, was er hier für ein schönes, schattiges Plätzchen hat. Schön. Gib mir mal die Schaufel. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dich ausbuddeln? Rätselhafte Notiz. Zeig mal her. Plan für einen Grabraum. Wann? 14. Mitternacht. Laut unserem Kontakt sollte sich das Grab hier befinden. Hast die gezeichnete Karte, okay. Wir brauchen Schaufeln, Laternen, Wasserflaschen, Proviant, Stützbalken, Tabakbeutel. Tabakbeutel ist wichtig. Alan hält die Information über das Grab noch immer für falsch. Idiot. Ich werde ihm zeigen, wer recht hat. Nicht vergessen, robuste Stützbalken anbringen, sonst bricht der Tunnel ein. So. Aha, okay. Skizze eines Tunnels mit Stützbalken. Die Schrift ändert sich bezüglich Farbe und Stil. Vor allen Dingen ist das Französisch? Können nichts finden. Alan verzweifelt langsam. Hoppala, müssen tiefer graben. Schatz muss hier sein. Genau deshalb sind Stützbalken so wichtig. Amateure. So, was haben wir denn hier? Heilung durch mentale Stärke. Entschlossenheit. Erleide weniger Schaden, wenn deine Gesundheit fast erschöpft ist. Das wird von Interesse sein. Wie willst du hier so Staub auf? Das wird wahrscheinlich nicht so wirklich vorkommen, dass meine Gesundheit mal sehr erschöpft ist, außer halt in Kämpfen, weil generell gucke ich ja immer drauf, dass die möglichst immer voll ist. Wenn es möglich ist. So, jetzt hat aber. Wir haben jetzt genug. Wir haben immerhin schon eine kleine Quest gemacht. Dann gehen wir jetzt halt mal gucken, wo das blaue Zelt ist. Da unten. Liegen die da so rum, die Faulis? Moment. Hier soll ich vielleicht nicht lang gehen. Da sind Leute ohne Nachthemd. So, jetzt weiß ich auch, für was sie mich gewarnt hat. Guck. Na gut, besser nicht. Da drüben sitzen sie, weißt du? Ich gehe mal hier durch. Da sehen sie mich nicht. Ist das da ein Kamel? Ach, Echlin. Ach, Echle. Ach, Kamel. Na? Boah, hä? Hat er einen Höcker, hä? Das ist ja... Camilla Anderson ist das. Ist es nicht mit einem Höcker ein Dromedar oder so? Mit zwei ein Kamel? Oder ist es umgekehrt? Wow. Echlin Big. Ja, ihr auch. Das hier. Spendenkästchen. Ich würde gerne wissen, die habe ich ja schon mal gesehen, wie das funktioniert. Kann ich da nicht Geld reinwerfen? Was gibt's hier? Ach, das ist das blaue Zelt. Hallo. So, wir haben es geschafft. Wir sind schon am blauen Zelt. Na, das war ja eine ereignisreiche Folge. Da ist ja Mods, was passiert hier? Wir sind immerhin aus dem Zeppelin raus. Ja, sorry, ich muss auch hier... Ja. Jesus, nee, was ruckel ich denn hier so rum? Gefrim-Ausgrabung, Schenkaus-Ausgrabung, Gisedorf, großen Sphinx. Großes Sphinx, wieso? Wahrscheinlich zur großen Sphinx. Das kann natürlich sein. Muss ich mal kurz darüber gucken. Muss ja noch ein bisschen Lage checken hier. Ja, nee. Das sieht mir nicht sehr interessant aus hier. Hallo, hast du?
Hast du einen Hammer? Hey. Okay. Ja dann, nix wie rein. Mach mal ein bisschen Platz, ich muss da rein. Morgen. Tschüss.